Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichte uit onze Geschichte, Nummer 35. Ditmaal vertellen we wat davon, wozu die Kolonisten erfehlet Weesland en dem großen Bastillestol bei San Antonio en Chihuahua en de eerste jaren haben versucht zu brücken. Wir sehen letztes Mal noch rot, wir haben noch nicht viel davon geredet, was die Kolonisten an den Anfangsjahren mit den großen Flecken von ihrem leerliegenden Weesland getan haben. Davon will wir hier nu ook nog wat vertellen. Dat leere land op de Manitoba-kolonie in Chihuahua, westen van de Bustillos-Zee oder westen van de Lake, vandaar wo nu dat dorp Grünland nummer 16,5 is, Bad Low Farm 6,5 en nog wieder. Dort wordt voor vele jaren nicht besiedelt en ook nicht beackert. Dat wären duizenden Acker Großland, aber wohnen manchmal dort viele aufragende Regenwörter von weit und breit, mehrere Tage lang, ganz langsam überhand an den Bustillos-Seien oder an den Leken. Das heißt euer der Fluss oder der Riefer durchwehr, den die Kolonisten dort an ihre Pionierjahren so langsam gemerkt haben. Jo, all diese duizenden Acker Leerland können vor vielen Jahren nicht beackert und besiedelt worden, weil es da manchmal wochenlang viel Wasser langsam überrand. Und auf dem geradsten Teil von diesem leeren Großland war es meistens das sogenannte Lakegras. Auf vielen Städten wird das Gras sehr hart und boschig. Und wenn das boschige Gras im Sommer rein wäre, dann freit dat feit dat al nog. Aber wenn das later am Herbst dreig wird, dann wird das viel zu hart für das feit zum Freten. Das meiste von diesem leerliegenden Land wir no atelige Jahren an kleinere und geratere Flecken entweder verpacht oder billig verkauft worden und aus Weideland angetient oder angefenst worden. Und das Land wird dann während der Sommermonaten aus Viehweide gebraucht. Die Kolonisten können durch verbillige monatliche Bezahlung ihr Jungvieh in 3 Stunden Kühe andingen. Und ich glaube, man brauchte auch junge Pferde oder Jahrlinge haben zum durchweiden. Weil die meisten Bürger so viel als möglich alle Kalver anhielten, regt das Gras auf die Darpe ihre gemeinsame Weidstappen nicht mehr gut uit für all ihr Vieh. Sodass immer noch mehr Kolonisten im Sommer Jahren Gebrauch machen von dieser Einrichtung auf dem Leerland. Aber was passiert mit der Gemeinde ihrer viele duizenden Acker Großland auf dem Südenende von der Manitoba-Kolonie? Vor meist 20 Jahren wäre das Dorf Kleefeld das einzige Dorf Süden von Cuauhtémoc. Die ewige duizenden Acker Wees oder Großland werden nicht gebraucht zum Beackern. Und nun will wir noch was davon sagen, wo die Gemeinde auf der Manitoba-Kolonie von ihrem vielen Weesland Süden von Kleefeld in den Anfangsjahren Gebrauch gemerkt hat. Wenn man von dem Koloniesland Süden von Talbach und Süden von Cuauhtémoc redet, dann sieht man immer, das Land hinter der Bohnen. Und wir sehen allmal, dass auf dem Weesland, wo das Dorf Niendorp Nummer 1 bei nu ist, am Herbst immer das Heigras verpacht wird. Ob sehr viel von diesem Großland, wie immer, wenn das im Sommer viel geregnet hat, sehr viel Dwerwabjet, gutes Gras gewassen und dort gibt das beste Heu. Mit diesem Heigras verpachten bracht das Land wenigstens Wort an. Die meisten Bürger hatten ja in jenen Jahren noch sehr viel große Arbeitspferd, mit wonen noch die meiste Landarbeit getan wird. Und die brauchten sehr viel sogenanntes Langfutter. Und viele Bürger von seinen Dorpen aus Talbach, Gnodenthal, Gnodenfeld, Blumenurt und Blumenthal und vielleicht noch von anderen Dorpen, die pachten sich im Lotsommer immer sehr jähren das Heigras auf dem Großland dicht bei der Isarbahn zum Heimmerken für ihre viele große Arbeitspferde, wo sie den Winter sehr viel Langfutter brauchten. Ich habe als kleiner Jung auch noch mal mitfahren gekonnt,
wenn meine älteren Brüder da heimjucken und auch wenn sie da dort heim Huis holden, von da. Aber bei hinge Kleefeld fahren zum heimjucken und dort dann noch von da in Huis führen, dort wird doch wohl zu weit. Das wird nicht getan. Aber die Kolonisten haben dort damals doch verstanden, auch von diesem Land noch was zu kriegen. Und ich wusste all immer, dort viele Büren so, als dort dann gesagt wird, was von ihrem Jungfei hinge de Bohnen irgendwo heranbrachten zum Sommer und dort einige ihr Fei auch durch die Wintermonaten durchleiten. Aber ich wusste nicht sehr viel davon, kriegt, wo dort Rindfei herangebracht wird, wer da noch das Fei abhast und so weiter. Ich wusste, davon was zu vertalen, nicht genug davon, kriegt, wo das damals alle geschafft hat. Aber hier in Winkler, Manitoba, wohnen Peter und Anna Friesen. Und Peter Friesen hat mal als junger Jung mit seinen Eltern Taub ein paar Jahren lang kriegt da auf dem Südeng von der Manitoba-Kolonie gewohnt, wo die Gemeinde eine Einrichtung hat für Kolonisten, ihr Fei da weiden lassen zu können. Und nu habe ich mich von viel von dieser ganzen Sache vertalen gelassen. Peter Friesen sagt, er besinnt sich noch sehr klar, wo seine Eltern Cornelius und Helena Friesen mit ihrer ganzen Familie und mit ihrer Geschwister Taub, mit ihrer Geschwister Peter Klaasens, auch mit Familie Taub, 1 oder 2 Kilometer westen von wo nu dort Weidenfeld liegt, gewohnt haben. Er sagt, diese beiden Oomtjes, Cornelius Friesen und Peter Klaassen, wären dort verantwortlich gewesen, nur die Kolonisten ihrem Fei abzupassen. Und sein Bruder Hein und Peter Klaassen Peter haben dort auf der Wiedegrasstapel damals viel Spaß gehabt. Friesen sagt, die Cornelius Friesen Familie und die Peter Klaassen Familie haben dort weit auf von alle Darpa auf dem großen Fleck Weesland taub in einem Haus, in einer Doppelwohnung oder Duplex gewohnt. An einer Seite von der Mädelwand in dieser Doppelwohnung, so sagt Peter Friesen, hat die Friesen-Familie gewohnt und an der anderen Seite von der Mädelwand die Klaassen-Familie. Oomtje Peter Klaassen und Mumtje oder Tante Helen Friesen waren Geschwister. Das Haus, wo beiden diese 2 Familien damals mitten auf der 1000 Acker Wies oder Grasland wohnten, das stand meist ganz auf dem südlichsten Eng vom Manitoba-Plan und meist ganz an der südwestlichen Seite. Peter sagt, in dieser Gegend sind 2 Springbarms oder Wasserquellen gewesen, nicht weit voneinander. In der Gemeinde ihre Einrichtung ist dort so gewesen, dass das einfache Adobe-Erdtegelhaus dort dicht bei einer von den 2 Wasserquellen oder Springbarms angebaut worden wäre. Diese Wasserquellen lieferten damals noch genug gutes Wasser für den Hausgebrauch, für beide Familien und auch genug Wasser für die Hunderte Rinder und Schop, wo die Kolonisten dort jeder Jahr monatelang für kleine Bezahlung weiden lassen können. Viele Bürger ihrer Rinder bleiben dort auch durch die Wintermonaten. Nicht sehr weit auf von wo diese 2 Familien wohnten, da sind auch 2 Flüsse oder Riefers, nicht sehr weit voneinander. Und an diese Riefers, so als auch an viele andere Riefers, auf die Mennoniten ihre Siedlungen, an dem großen Bustierstal, rand an jene Jahren das ganze Jahr durch, immer wenigstens ein Strömchen Wasser. Und da an die Riefers ging das Fei über Tag immer trinken, auch wenn das da an die Wintermonaten von 3 Gras leben muss. Wie die wir dort in jene Jahren abwassen, wir erinnern uns noch gut an so eine Wasserqualen. Das Wasser quält da einfach uit der Erde raus. Diese 2 Familien oder Familie Voders, Cornelius Friesen und Peter Klaassen, hatten die Manitoba-Kolonie Vorsteher dort angenommen, dass sie da nur die große Herde, meistens Jungvieh, abhassen sollen, wo einige von den Kolonisten da bloß zum Sommer brachten und da bloß so lange leiten, als da genug reine Weid wäre ab die 1000 Acker Grasland, wo damals noch zu 6 gebraucht wird. Andere Kolonisten leiten ihr Jungvieh da über das ganze Jahr durch. Bei diesem Wohnhaus wäre auch ein sehr großes Hock angerecht, wo die viele Rinder und Schop zur Nacht bernen wären, sagt Peter.
En wanneer dat Fei over Nacht am Hock weer, dan rond dat door uithaltende Trei, wo dicht om Springborm stonden. Om diese Trei, voor dat vele Fei vol water te holen, moesten Fries en Klosses immer al het water met Amasch uit dem Springborm uitschapen en an de Trei in aanjuiten. Bei der Friesen sagt, nicht weit auf von dem Wohnhaus, wo die Fries und Klosses Families wohnten, da wir damals noch ein ganz kleines Häuschen angebaut worden. Und da binnen hat eine mexikanische Familie, ein Mann, eine Frau und ein kleiner Junge gewohnt. Das mexikanische Mann wird da der eigentliche Hort gewesen. Der musste von tidig zu morgens bis ganz jeden Abend der große Viehherd auf dem großen Fleck Wesland weiden. En dan ganz jeden Abend war der terug en dat Viehhok en aangehouden. Om dat grote Fleck Koloniesland oder Großland rum, wir je wel ook een tuin, aber die blijft nicht immer vor dich, zodat manchmal auch von den mexikanischen Obers ihrem Vieh ab den Mennoniten ihr Großland en abkam. En door de Mennoniten ihre Viehherd moest auch abgepasst worden, zodat sich dort Vieh durch den ganzen Tag nicht Towit verstreut op dem sehr großen Fleck Großland en diesem großen, ganz südlichsten Port von der Manitoba-Kolonie. Und da musste auch immer noch abgepasst worden, dort nicht mit einmal wo einzelne Rinder sogar durch einen Tränchen Tun auf die Mexikaner ihrem Land und abgeroden und so weiter. Und dann, wenn das Abend wird, in der mexikanischen Horde, all das Vieh war das danach trägt und das große Viehhocken angejagt hat, dann wir sehen deres Arbeit vor dich. Von da an, durch die Nacht, wären Cornelius Friesen und Peter Klaassen verantwortlich, da noch zu sein, dass das Vieh Water haben wird und dort auch selbst alles in Ordnung geholt wird. Peter Friesen erinnert sich noch an viele Dinge, wo er dort als 9-jähriger Jung getan hat. Er vertelt manchmal Spaß, und er, sein Bruder Hein und sein Vater Peter Klosses Peter da auf die Wiederstab gehört haben. Eine Geschichte vertelt Peter ungefähr so. Er sagt, er und sein Vater, Klosses Peter, haben ab der Wesbrück top Wessoden Fieneiden gemusst. Ihre Vaters haben eine Bowl auf der 5-jährige Eid abgebungen, haben 4 Pier dafür gespannt, und dann haben sie beide Jungs, Fritz Peter 9 Jahre alt und Klosses Peter 8 Jahre, auf die Bowl gesäten, den ganzen Tag und geächt. Und dabei haben sie sich manchmal zu holen gehabt, sodass Klosses Peter dabei nochmal von der Eid raufgefallen ist und so weiter. Eine andere Geschichte vertelt Peter Friesen ungefähr so. Als wir da auf der Wiedegrasstab wohnten, dann kauft mein Vater mir einen Schlangstrang. Und mir ging dort Schlangen so gut, ich habe dort 5 Schlangen bald sehr gut gelehrt. Peter sagt, mein Bruder Hein und Peter Klosses Peter mussten einmal auf eine bestimmte Stelle Hertjes Rinder dicht bei mir vorbeigehen und ich schlang dann ein bestimmtes Rind. Bald habe ich das Schlangen so gut gelehrt, dass ich die Rinder krieg so schlangen kann, als ich will. Wenn das Rind Hähne hat, dann schlange ich das meistens um die Hähne. Dann um die Hähne geschlangt, kann ich ein Rind leichter holen. Und ich verstand bald, krieg so gut, um die Hähne zu schlangen, als um den Hals. Und wenn Kolonisten ihre Rinder von dort zurück nach Haus holen wollen, dann muss ich an die schlangen. Bruder Hein und Vater Peter gehen dann den Bauer seine Rinder auf eine bestimmte Stelle dicht bei mir vorbei und ich schlangt an die. Und wenn ich dann von meiner Arbeit betalt krieg, dann musste ich die Jungs auch einmal was davon geben. Und einmal, wenn ich 15 Centavos krieg für die Rinder schlangen, dann hat wir jeder 5 Centavos. Und 5 Centavos wäre für kleine Jungs damals all viel Geld. Manchmal treiben sich dort auf dem Koloniesland dicht bei uns auch Hertjes von Mexikaner ihrem Feier rum. Die wären von Büter Defense um das Koloniesland irgendwo durch die Mennoniten ihren Tun gekommen. Vielleicht willst die Mexikaner ihre Rinder dabei in Bett mitgeholfen haben. Und wenn so ein Raumdriefsfei, was dicht bei uns kam,
dann hat wie 3 Jungs einmal viel Spaß damit. Nicht nur mit dem Schlängen, aber auch mit damit Ramspielen. Dann wir hatten uns selbst ein kleines Werkgetop gebastelt von einer Karte breite Bowl, wo uns Wärmbachs war, ein feiergroße Kugellehrers, wo unsere Wärnräder wären. Und dann waren sich dicht bei uns ein Härtchen mexikanische Rinder ramtreiben, dann jungen Bruder Hein und Vater Peter disse auch dicht bei mir vorbei, und ich schlägt ein von denen. Und wenn ich das geschlägt hat, dann bungen wir uns selbst gebasteltes Werkchen mit einem Strang, das rennt ums Zirkel, und leiten uns vieren. Und manchmal fuhr das dann ein englische ganz nicht. Einmal, sagt Peter, dann hat ich nicht den rechten kleinen Ball geschlägt. Die Leute uns sich lang mit an rumspielen. Als die sich ehrlich jeden andreht, dann leid wir am sehr schwind gehen. Von wo wir unsere großen Rollenlehrers hergekriegt haben, für uns welche, dort weiß ich nicht mehr, sagt Peter. Aber wahrscheinlich sind die mang dem olden Isaprall gewesen, und unsere Vaters ab Utrecht gekauft haben. Dann ich weiß noch, dort Vater und Onkel Peter Klossen manchmal wird Utrecht fuhren, und dort sie da Isaprall gekauft und mit nach Haus gebracht haben. Und wenn sie dann wieder einen Tag nach Kusi fuhren, dann nehmen sie dort Isa mit dahin und verkauften dort da. Das gab uns so ein bisschen extra Ernährung. Und ich erinnere mich noch daran, dass als Vater und Onkel Peter einmal wieder alles Isaprall und Kusi verkauft haben und auf dem Trägweg nach Haus wären, und wir anhänger Weges ein Mexikaner überfallen, wo sie die ganze 9 Pesos vom Isaprall verkaufen haben, geben gemusst. Ein anderes Mal, sagt Peter Friesen, ist auf der wieder offene Stab danach bei ihrem Haus ein Mexikaner an der Tür gekommen. Der hat mit Scheiten gedreht und Geld verlangt. Irgendwo, ich weiß nicht mehr gekriegt, wo dort damals alle rangekommen ist, dass die Mexikaner nicht hineingekommen ist. Aber ich weiß bloß, dass sie dort zu Marius so gefangen haben, dass in der Nacht ein von der Hand gebrachte Schop geschlacht worden ist. Die Überreste vom Schop haben sie da dicht bei dem großen Kohawk am nächsten Morgen gefangen. Nur diesem Ereignis, sagt Peter Friesen, ist er bei an eine Zeit lang ein Soldat gewesen, wo er an da bewirkt hat. Hier bricht wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von was aus dem Südeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua in den Anfangsjahren vergegangen ist. Und dann von wo das Land doch noch mit der Zeit besiedelt worden ist und so weiter. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rampel.